Es ist Samstag, der 13. Juni. Ich begrüße euch zum Auftakt des Wochenendes mit dem heutigen Losungswort Sacharja 12,10. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und dazu Römer 8,26 der Lehrtext. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Der Geist der Gnade und des Gebets, oder kurz einfach der Geist des Gebets, er wird uns ein Weilchen beschäftigen. Ein Mensch, der wie im Himmel steht oder vor dem Thron Gottes kniet. Was um ihn herum sonst noch geschieht, ist für ihn sekundär. Er ist vertieft in der Gegenwart Gottes und Gott lässt seine Worte durch ihn klingen. Seine Freude, sein Offenbarungswort, sein Friede, all das ist spürbar. Und beim ersten Mal, wo ich das sah, war in einem Gottesdienst der Jesus People. Eine Gruppe junger Männer und Frauen waren versammelt, der Heilige Geist war auf sie gefallen. Sie sangen in Sprachen und dann beteten sie auch, und ich hatte so etwas noch nie erlebt, noch nie gesehen, noch nie gehört. Abgesehen vom tiefen Frieden, der dort war, spürte man so etwas wie einen Strom, der durch die Menschen ging, wie wenn Öl ausgegossen war oder wie ein feiner Duft im Raum stand. Gott war buchstäblich spürbar in diesem Raum. Für mich war es komplett neu. Tu auf meinen Mund, damit ich dein Lob verkünde, heißt es in einem Psalm. Seltsam, diese komische Bitte. Weshalb muss Gott ihm den Mund auftun? Er will ja Gott anbeten. Das ist ja seine Entscheidung. Aber der Psalmist will nicht aus sich selber beten. Er will nicht die Worte von gestern oder vorgestern gebrauchen, sondern er bittet Gott um eine direkte Inspiration. Er will nicht ein Gebet kreieren. Offenbar sucht er eine Begegnung mit Gott, die ihn so erfüllt, dass dann einfach die Klappe aufgeht und überfließt, um es ein bisschen säkular zu sagen. Das Gebet beginnt ja im Geist. Jesus hat es der Frau am Brunnen gesagt, ihr werdet mich nicht da oder dort oder eben in Jerusalem anbeten, sondern in Geist und Wahrheit auf der ganzen Welt, überall. In jeder Situation ist das möglich. Das ist kein Widerspruch zu dem, was Sacharja uns heute sagt, denn Sacharja spricht nicht davon, dass das Gebet an einen Ort gebunden ist, sondern dass eben über die Bürger Jerusalems dieser Geist ausgegossen wird. Das heißt, er spricht von einer kommenden lokalen Erweckung. Warum und woher sollte man denn wissen, wie man beten soll? Wenn man schon vor einem hohen Tier in Verlegenheit gerät, einem plötzlich angetroffenen Nationalrat oder einem Bundesrat oder einem sehr berühmten Künstler, den man unerwartet vor sich sieht, wenn man hier schon nicht recht weiß, was man sagen soll und ein bisschen gehemmt ist, was soll man dann sagen vor Gott? Dieser Gott, dessen Wort, schon sein bloßes Wort, unser Weltall geschaffen hat, der unsere Chromosomen mit den Geninformationen erschaffen hat. Dieser Gott, von dem es heißt, er sprach und es stand da, das heißt, kein Wort geht bei ihm verloren, jedes Wort hat seine Wirkung, jedes Wort. Der dann sagt, in Jesus Christus, ich sage dir, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wo ein einziges Wort eine ganze Welt, eine ganze Unterwelt von Sünden beseitigt wird und ein neuer Mensch entsteht vor laufender Kamera. Alle sehen es ihm an. Eine riesige Last verschwindet. Wo geht sie denn hin? Gott hat sie verschluckt. Er hat sie ihm abgenommen. Und es wird noch krasser, wenn er dann sagt, Lazarus, komm heraus. Und ein Mann, der schon im ersten Stadium der Verwesung ist, kommt aus seiner Grabeshöhle hervor. Was will man?
diesem Gott mit seinen qualifizierten Worten überhaupt als Mensch entgegnen? Was will man ihm sagen? Was hat man ihm zu sagen? Das erste geistliche Gebet angesichts von Gottes Größe, von seiner Souveränität, von seiner Macht, von seiner Unendlichkeit, von seiner Übernatürlichkeit. Das erste Gebet oder die erste Strophe ist einfach, man verstummt. Ganz ähnlich, wie man in der Kirche ein Lied singt. Zuerst kommt ein bisschen Orgel und dann fängt man erst an zu singen. Denn Gott kann man nicht herbeireden. Es nützt nichts, wenn man die Liturgie auswendig kennt. Man kann ihn auch nicht herbeisingen. Es gibt keine bewährte Methode, keine bestimmte Art von Worship, die Gott ganz sicher auf den Plan bringt. Man kann Gott auch nicht magisch herbeibeschwören. Und es nützt auch nicht, sehr viele Worte zu machen, denn Jesus warnte ja vor den Gebetsmühlen. Es ist gerade umgekehrt. Zuerst müssen wir in Gottes Gegenwart ankommen, denn Gott ist ja schon da. Er war immer schon da. Aber wir waren noch nicht da. Wir sind noch nicht in seiner Gegenwart angekommen. Es braucht diese Stille. Es braucht ein Stück weit Verlegenheit, Hilflosigkeit. Paulus sagt, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Wir wissen es immer wieder nicht. Etwas anderes ist es bei einem Hilfeschrei. Das sind Gebete, die Gott sehr gut hört. Plötzlich bist du vielleicht in einer Gefahr, vielleicht sogar hängst du zwischen Leben und Tod. Du schreist zu Gott und Gott kann es wahrnehmen. Es ist ein Gebet aus dem Herzen. Es kommt aus dem Tiefsten. Aber eben, die Feuerwehrgebete, die sind eine eigene Kategorie. Das heißt noch nicht im Geist beten, selbst wenn solche Gebete zum Glück häufig erhört werden. Nun kommt aber ein Einwand. Es gibt doch Anleitung fürs Gebet. Weiß das Paulus denn eigentlich nicht? Es gibt ja 150 Psalmen und er selber zitiert sie ja öfters. Wozu sind denn die Psalmen da, wenn man am Ende nicht einmal weiß, was beten? Stell dir ein Mathematikbuch vor, der Schüler nimmt es heim, er hat Aufgaben, er muss den Satz von Pythagoras lernen und anwenden lernen. Er kommt andertags in die Schule, es gibt einen Test und dann sagt er einfach, ich habe das zwar alles gelesen, ich habe das alles verstanden, aber ich kann das hier nicht anwenden. Ich weiß nicht wie. Würde man doch sagen, er hat die Anleitung nicht verstanden oder hat sonst eine Blockade im Kopf. Die Psalmen sind eben nicht eine Anleitung, wie man zu Gott kommt, ein Weg, ein sicherer Weg zu Gott. Der Königsweg sozusagen, beschreitet man ihn, so endet man ganz sicher vor Gottes Thron. Sondern sie sind Gottes Weg zu uns. Das ist eine andere Sache. Sie sind vielleicht ein Anzündwürfel für das Gebetsleben. Aber brennen müssen wir selber. Brennen muss dann schlussendlich unser Feuer. Das heißt, Gottes Feuer muss ein Teil von mir selber werden. Sein Geist muss meinen Geist erwecken. Er muss ihn in Bewegung bringen. Ich kann noch ein anderes Bild gebrauchen. Ich blende das dann auch ein. Gott wartet auf unsere lebendige Antwort, nicht auf eine standardisierte Antwort, nicht auf ein vorgekautes Gebet. Im Geist und in der Wahrheit sollen wir beten, das heißt ohne Sünde, das heißt eben aus der Gemeinschaft mit ihm. Stellt euch vor, die Geburtstagsfeier eines der Kinder, Ballone sind hier und jetzt gibt es einen kleinen Wettbewerb. Es gibt Ballone mit Helium und solche ohne. Dann könnte man raten, kleiner Max, was meinst du, in welchem Ballon ist das Helium, in welchem ist einfach alte Luft aus einer Lunge? Welcher Ballon wird steigen, welcher Ballon wird sinken?
Der Max sagt natürlich zum Glück das Richtige. Im violetten Ballon ist sicher das Helium. Die Zeit nach Pfingsten, in der wir heute leben, ist ja immer noch dem Gedächtnis der Ausgießung dieses himmlischen Feuers gewidmet. Ist Gottes Geist eine Flüssigkeit oder ist er ein Feuer? Ist er einfach ein Flüssigfeuer? Beides ist richtig. Insofern er ausgegossen wird, das heißt herabgegossen wird. Alles fließt, seit die Welt ja erschaffen ist, abwärts, kommt er herunter auf uns, wie ein Wasser, wie ein Strom. Insofern er als Gebet aufsteigt, als etwas, was Gottes Geist in uns dann bewegt hat, ist er ein Feuer. Er ist also beides. Und hier drin liegt auch beides. Er beginnt im Himmel, fließt in das Nichtwissen der Menschen hinein, in ihre Hilflosigkeit, wo die Seele eben am Ende des Lateins ist und steigt von dort, wenn er den Geist belebt hat, als gute, sinnvolle, erfüllende und erfüllte Worte wieder auf. Die beste Voraussetzung für lebendiges, kraftvolles, nachhaltiges, wirksames Gebet ist unsere völlige Hilflosigkeit. Diese Hilflosigkeit von Beginn weg öffnet Tor und Tür dem geistlichen Gebet. Ich habe Gott schon oftmals vertrieben mit diesen vorgefassten, vorformulierten, routinierten und ein bisschen ewig gleichen Gebeten, die aus meinem Verstand gekommen sind. Ich suche aber eigentlich etwas anderes viel mehr, nämlich ein Gebet, das sich anders äußert als einfach durch meinen Verstand oder die Emotionen, sondern aus den Tiefen des Geistes. Ich sprach nicht selber, sagte mir neulich eine Frau, eine Schwester im Herrn, und erzählte mir ein neuartiges Erlebnis, das sie gemacht hat. Das kann uns vielleicht hier weiterhelfen. Ich betete für eine Person, der es schlecht ging, aber ich musste nicht studieren. Es kam einfach aus mir heraus. Keinen einzigen Gedanken musste ich innerlich vorformulieren und ich hatte die Gewissheit, dass Gott direkt durch mich spricht. Wie ein Strom durch einen Menschen fließt, ich spürte auch eine Kraft dabei und es hatte auch eine Wirkung beim Gegenüber. Genau das wünsche ich mir und dir und damit auch einen gesegneten Tag.